Den Ursprung wir sind immer da, dass die Echtgeschichte vom Sanctuär von Wolz, die leidet am Zweiten Weltkrieg, das am Zweiten Weltkrieg natürlich, wo viel Misere über als Land Kommas 1942, das 25. Jubiläumsjahr von der Erscheinungen zu Fatima, wo den Papst Pius XII. Dem uns ganz Welt, damit der Gottes geweiht hat, als Friedenskönigin. Also ich gebe so, das wäre ein bisschen völlig doof nach, dass beim Desche Colling immer mehr die gewusst ist, für zu Wolz ein Monument zu Eier von der Mutter Gottes von Fatima abzurichten. Du kommst Trunstedt-Offensiv Ende Dezember 1944, Anfang 1945. Da wäre für allem die Bevölkerung am Eistweg, die auf furchtbar gelitten hat. Für die Stufe natürlich dann nur dem Krieg und für die Stufe gedurcht für die zerstörte Kaiser, das abzurichten. Den ersten Stehen noch besend Umgang von gelöst für den 11. September 1947. Demals war Statue von der Mutter Gottes von Fatima auf einer Friedensmission durch Europa, am wird auch hier am Land, aus durch Land gezogen, wird auch zu Wolz abbesend Halt gemerkt, wo es dann auf den Stehen näher gesagt, dass indem uns extra dafür abgerichtet, dass die noch Halt nach durchsteht, aber auch also die Statue von der Mutter Gottes von Fatima, die ja von der Dekanatskirche abgedruckt, wo die dann noch dort gestaltet. Den 13. Juli 1952 kommt dann Monument vom dämonischen Bischof Coadjutor Lea Lummen angeweiht. Das ist also die erste Geschichte von dem Sanctuär von Wolz, ein Merci an eine Erinnerung und das war vom Zweiten Weltkrieg. Die zweite Geschichte ist ein bisschen spät gegangen, an den 60er Jahren, wie die portugiesischen Nordbürger immer mehr die Wehr Plötzlich fanden, weil ihre Situation an ihrem Land forciert wird, das Land zu verlassen. Und auch besend im Sanctuär von der Nossa Senhora de Fatima und sie dann ein Stück chemisch fand. Am Jahr 1961 hat den ersten offiziellen Pelerinage stattfand. Stimmen wir für eine dritte Etappe zu Formreis, wo die zwei Etappen zusammenkommen. Ein Platz, wo Christen unter dem Zeichen von Frieden, auch von Versöhnung, Hefernen, Christen von Nationen, von allen Nationen, Kulturen ersprochen. Mir das ist wichtig, dass die zwei Sachen gesagt, das ein Monument als Unerkennung, als Merci und dafür vom Zweiten Weltkrieg, von der Geschichte, wo das Monument entstanden ist, und dann am Zweiten, dann kommen von den portugiesischen Bürgern an das Land, die dann auch den Weg dahin erfunden. Und dann eben auch halt, dass wir immer mehr versichern, Christen von den verschiedensten Sprachen als du herumzufahren. Em cartazes, em propaganda dos mais diversos produtos, em publicidade de televisão, nome de iniciativas governamentais. O saudoso Papa João Paulo II dizia que a paz é fruto da solidariedade. Mas podemos nós perguntar, mas o que é que isso tem a ver com as palavras rogai por nós pecadores? Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças.
Adesso una strada.